Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit Jahrzehnten kennt man sein Gesicht und seine Verkleidung aus dem Märchenwald. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass er Rumpelstilzchen heißt. Dem Schneewittchen, sein Stiefmutter, frug wieder mal im Märchenland: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da sprach das Spieglein wieder schiebet ehrlich zu: Die Schönste im Märchenwald bist du. Aber gleich, da wirst du wieder sauer sein, denn fahr mal heut Abend in der Jürze rein, da sitze neben ihren Männern, wenn ich nicht kurzsichtig werde, die 800 schönsten Mädchen der Erde. So, die Hälfte hatte ich schon im Sack. Freunde, im Märchenwald ist ein Streit entfacht wegen der Gestalten aus 1001 Nacht. Der böse Wolf am Tobe: Für mich ist jetzt Schluss, ich jahre das fremde Pack wieder nach Hus. Wir haben hier lang genug gepennt, die Flüchtlinge aus dem Orient. Aladdin mit seiner Wunderlampe haut sich bei uns hier voll die Wampe. Alibaba mit 40 Asylanten im Gepäck frissen sie das ganze Schlaraffenland weg. Die sollen ihre Koffer packen. Das sind alles Parasite und Kanacke. Da rief der eiserne Heinrich: Du Gehirnamputierte, bist du noch ganz dicht? Du brunge Verbrecher, du musst es ja wissen. Hast du nicht heimtückische Trotkäppchen und sing Oma gefresse? Wer ist hier das widerliche Pack? Scholle jetzt der Knüppel aus dem Sack und brate dir jet ob der Pelz, damit du den rechten Schnüssens hältst. Es gibt sicherlich berechtigte Stimme, die sagen, wir können und wir dürfen nicht jeder nehmen. Und besonders die Ratte, die Silvester am Kölscher Hauptbahnhof war, haben in unserer Heimat nichts verloren. Ever Minche in Angst, verfolgt und Gehetz, die bruchenden Wohnungen und unser Hetz. Da stand der Märchenwald auf und sang im Chor dem Wolf dat Lied von der Blackfurs vor. So sind wir uns all hier hingekommen. Dat waren's in Köln unsere Hit. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Und so eine Bahnhofsmob und so ein Typen wie dich, die bruchen wir nicht. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ihr Rumpelstilzchen heißt. Alles war erleichtert, alles war froh. Aber das ist der Märchenwald und leider nicht die EU. Kein Problem wird da vernünftig gelöst. Ungarn, Engländer, Polen treten uns dauernd auf die Füße. Die Ungarn, für Zigeunermusik berühmt und bekannt. Aber Sinti und Roma werden aus der Pusta verbannt. Nach dem Motto: Komm Zigan, spiel mir was vor. Aber für Asylrecht bitte zum Brandenburger Tor. Und die Engländer rufen uns grinsend zu: Wir sind die Fundkerle der EU. Wir gaben schon Milliarden für Ausländer aus. Die leben bei uns in Saus und Braus, wohnen in Villen, nicht in Baracken und Scheunen. Bastian Schweinsteiger, Kevin de Bruyne, Afrikaner und Asiaten, die brauchen wir nicht mehr. Die hatten wir all schon als Kolonie. Die haben keine Kultur. Die kommen hierher, die kennen keinen Regenschirm und keinen Linksverkehr. Da schrieb uns Angela: Dear England, perhaps you need uns a helping hand. Und come to us durch den Tunnel gekrochen. Dann sagen wir, ihr habt keine Kultur, denn ihr könnt kein Elfmeter und ihr könnt nicht kochen. Da lob ich mir doch die Niederländer.
An deren Grenze steht ein Schild auf einem Ständer. Willkommen ist hier jeder Mann, der uns das Fußballspielen beibringen kann. Tja, viele Politiker haben da versagt, aber einer entpuppte sich in dem ganzen Salat als wahrlich standhafter Zinnsoldat. Immer gradus, kein Lästerzung, Wolfgang Bosbach, der Gläbischer Jung. Bei mancher Diskussion schwoll dem der Kamm, da steht selbst der politische Gegner stramm. Hut ab, sag ich hier, ohne zu hetzen, aber ein Wolfgang Bosbach kann 10 herumeiernde Minister ersetzen. In der Märchenzeitung stand geschrieben, ich habe mir verwunderte Augen gerieben, weil er sich mit Schwarzgeld und im Knast auskennt, wird Uli Hoeneß neuer DFB-Präsident. Und Sepp Blatter wird, das liest man gern, demnächst neuer Chef vom VW-Konzern. Ihr kennt Sepp Blatter, dieser sprechende Schwarzgeldkoffer aus der Schweiz. Vor der Mauschelei kannte der Katar ja nur als Hustenreiz. Dann kam irgend so ein Scheich und sprach, Katar, so heißt mein Emirreich, hab hier Köfferchen zu tragen mit Bewerbungsunterlagen. Bisschen Cash, bisschen Schecks, wie DFB 2006. Und ob Euro, Rubel oder Krügerrand, der FIFA hat für jeden eine offene Hand. Bei Stern TV konnte man des Öfteren sehen und seine Erregung auch gut verstehen, wie der aale Norbert Blüm total entsetzt gegen die Missstände in Katar gehetzt. Der hat mit seinen 80 Jahren mehr Eier in der Hose als die falschen 20er oder Platinis in ihrer Selbstgefälligkeitspose. Oder, und da werde ich wirklich sauer, wie dieser unfehlbare Herr Beckenbauer. Der meint ja, er könne das ganze Theater nicht verstehen. Er hätte in Katar keine Sklaven gesehen. Nun weiß ja schon längst hier jedermann, dass die Bayern ihre eigene Wahrnehmungen haben. Als der Kaiser sich auf der Weihnachtsfeier von Bayern München damals, ihr erinnert euch noch, ein folgenschweres Dessert durfte wünschen, nannte man ihn in der Heimat, und das gar nicht im Scherze, die Lichtgestalt mit der Wunderkerze. Selbst der Speimanes vom Hennes hier in Kölle, seht, vom Peckenpower kann ich euch erzählen, als Spieler und Trainer hielt er die Fäden in der Hand. Er war Spreche und Puppe, alles ohne Verstand. Übrigens, schade, dass es der Frau Schwarzer in der Steueraffäre nicht genauso wie den Herrn Hoeneß erwischt und dass die noch rechtzeitig eine Kurve gekriegt. Sonst wäre der Uli durch seine Zelle gesprungen und hätte I'm living next door to Alice gesungen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Im Märchenwald rief Rapunzel begeistert aus: Mädels, wir kommen große raus, das neue Kölsche Motto ist top, wir stellen alles ob der Kopf. Jahrzehntelang mussten wir et ertragen, im Karneval han immer nur die Männer et sahen. Die haben einen großen Schnüss und ein Macho-Hirn, Köln braucht mal ein weibliches Dreigestirn. Ich sag genau, die säßen an Rosenmontag am Prinzen waren und hätten sich trotz Absperrung 3-mal verfahren. Muss jetzt nicht schimpfen, Liebelein, Männer verfahren sich nicht, Männer kreisen ihre Ziele ein. Und das stolze Chor der Prinzengardisten besteht nur aus Friseuren und Visagisten. In der Hofburg wäre man total frustriert.
weil das 3 Stunden dauernd umdekoriert. Und dann möchte ich die 3 Frauen mal sehen, die 6 Wochen dasselbe Kostüm anziehen. Ich sage, Rapunzel, du kannst dich drehen und winden. Unter Männern ist es doch leichter, eine Jungfrau zu finden. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Rief da ganz wild. Was hast du für ein Frauenbild? Kölsche Mädchen, die sind clever und fesch. Die stecken jede Kerl in de Täsch. Marita Kölner, uns Fussi Schulsche, wird doch nen super Prinzen abgeben. Beim Spitzebützchen würden die Säle beben. Mit Hella von Sinnen zögt die durch die Session. Ich sag genau, die wäre Bauernjungfrau in einer Person. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Da wird gehämmert, gebacken, gestrichen, genäht, gemauert, gepflastert, geschreinert, gemäht. Und ehe ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagwerk schon gemacht. Hück machen die Heinzelmännchen von Köln andere Arbeit. Ich kann es erzählen. Da wird geklüngelt, gepokert, geschachert, frisiert, rumgeeiert und falsch kalkuliert, verzögert, gejammert, geschimpft und vergessen, Verantwortung geschoben und ausgesessen. Da werden Bauexperten, es ist nicht zu fassen, aus der Kaias Nummer 0 entlassen. Die haben doch nichts geliert und keine Angst für Prügel. Die machen aus einem Kalkberg einen Idiotenhügel. Selbst das Opernhaus bringt sie nicht in Nöte. Da gehen zig Millionen für die Zauberflöte. Doch die Damen und Herren aus Rat und Verwaltung tragen ihr Amt mit Ehrwürde und Haltung. Und der Parole, wir haben mit nichts jetzt zu tun, waren nirgendwo dabei. Einfach bei der Prinzenproklamation sitzen wir in der Ätzterei. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass hier Rumpelstilzchen da ist. Noch eine herrliche Sitzung und Herr Jutnus. Ihr wart ein fantastisches Publikum. Und ich freue mich, wenn ich einmal wiederkomme. Dankeschön, Kölle! Ja, liebe Freunde, es ist richtig, dass Sie aufgestanden sind. Unser Rumpelstilzchen Fritz Schops. Auf das Rumpelstilzchen drehen wir von Hetze Kölle. Fritz Schops. WDR. Matteo, tschüss.